Das Spiel, ich habe es noch nie gestartet, liebe Freunde. Ich habe es noch nie angeschaut live. Also live schon, aber nicht selbst angeschaut. Und hier haben wir es. Wir genießen mal schnell die Atmosphäre. Und ich gehe mal schnell AFK. So, wieder da. Mir ist gerade aufgefallen, dass nichts Flüssiges mehr zu Hause da ist. Tja, okay, also. Arborion, Klient, Beta. Ich habe gemeint, sei Early Access, aber ist schon in der Beta-Phase. Na gut. So, Einstellungen, Spiel. Spielername. Was? Sprache Deutsch. Name kann ich nicht ändern. Naja. Leertaste im Ladeschirm. Ja. Treiberwarnungen anzeigen, Tipps anzeigen, Bautipps anzeigen, Tipps zurücksetzen. Kamera. Ja. Also, dass ich den Spielnamen würde gern ändern, aber da müsste ich ja jetzt meinen Steam-Account umbenennen und das möchte ich nicht. So, dann haben wir Rahmenlos, ja, Ultra, große Objekte, Spieler, Schatten, Spieler, alles Komplemente Spielerschatten, ja, weicher Schatten, Schattendichtheit normal, sehr hoch normal, passt. Spielerschatten normal, globale Schatten, Gamma, Bloom, Reflexion, Hintergrund, Ambiente, Okklusion, boah. Shader kompatibel, hoch, kompatibel, Nebelqualität, Nebelmenge normal, Größe, ja, UI-Farbe, ja, passt, Leute. Wahnsinn, also. Oh, ich zieh mal meine Schuhe aus. So. Ach, schon viel angenehmer. So. Musik muss ich noch unbedingt leiser machen. Die Master leiser, Musik. Hier Effekte, das ist okay. Interface. Stille zwischen Stückchen. Eine Sekunde. Nee, ja, das passt. So, schließen. Steuerung. Tastaturbelegung. Oben, unten. Rechts. Links. Das. Oben, unten. Rolle rechts. Rolle links. Mann. Ach so, oben, unten. So, jetzt. Aha. Hoch. Jetzt wird es kompliziert. Ach so. Prima, alle Waffen. Nächstes Ziel auswählen. Nächster Gegner. Okay, ja. Gut, das wäre mal nur die Einstellung, ne? Ja. So, beenden. Das war's gewesen, ne? Danke und tschüss. Ne, Quatsch. Ja, also es ist grafisch nicht hoch anspruchsvoll, aber
Einzelspieler, erstellte Galaxien. Wir fangen mal eine Einzelspieler-Sache an. Vielleicht finden wir ja in diesem Livestream noch den einen oder anderen Avorion-Spieler und tun uns dann zusammen. Mal schauen. Galaxiename. Streamworld. Schwierigkeitsgrad. Wir fangen mal mit einem. Kollisionsschaden voll. Kreativmodus nein. Bitte beachten, es wird ein Singleplayer-Server auf deinem Computer gestartet und zu diesem verbunden. Der Server ist privat, nur du kannst dich verbinden und du brauchst kein Internet. Du wirst nicht online spielen. Ja, um das Spiel kennenzulernen, ist es, glaube ich, nicht mal ganz so schlecht, mal schnell im Offline zu starten, bis man endlich, also bis man das Spiel so mehr oder weniger versteht. Geschütztürme erhältst du, und jetzt kommt meine Firewall und fragt mich, ob ich das zulassen will. Ich dachte, ich bin nicht online. Geschütztürme erhältst du durch das Zerstören von anderen Schiffen. Aha. Bergbau Laser mit einer Effizienz von 15 sammeln nur 15% der Ressourcen aus einem Asteroiden. Aha. Ich bin echt gespannt. Oh. So gespannt, dass ich meine Maus gerade nicht finde. Hallo? Maus, wo bist du? Mäuschen. Ja. Weil... eigentlich... Na, kann ich den ausmachen, welches Spiel als nächstes kommt. Leertaste drücken, um fortzufahren. Oh. Tutorial. Willkommen bei Avorion. Möchtest du das Tutorial spielen? Wenn nicht, kannst du es auch jederzeit nachholen. Nee, cool. Ist ja, glaube ich, ein deutscher Entwickler. Zu Beginn wurde das Spiel von einer Person programmiert und unterdessen sind es, glaube ich, 4. So, alles. Grundlagen. Wir machen einfach mal das Tutorial und ich glaube, nach dem Tutorial können wir dann schon mal in den Online-Modus gehen. Benutze die Maus, um dich im Sektor umzusehen. Was ist denn da? Was habe ich da oben drauf? Benutze die Mausrad, um zu zoomen. Sehr gut. Wie du siehst, dreht sich dein Schiff von alleine. Dein Schiff wird... Was? Das Schiff dreht sich nicht von alleine. Dein Schiff wird sich automatisch in deine Sichtrichtung ausrichten. Versuch es. Mach eine volle Drehung. Jupp. Wenn du nicht willst, dass sich dein Schiff beim Umsehen dreht, halte linke Control-Taste. Versuche es. Ah, okay. Coole Sache. Hässliches Schiff, aber coole Sache. Du wirst die Maus benötigen, um die Guide zu benutzen oder Dinge auszuwählen. Halte Left Shift, also linke Shift-Taste, um deine Maus zu bewegen und klicke diese Nachricht weg. Oh, kompliziert. Du kannst das Tutorial jederzeit mit dem Tutorial-Knopf neu starten. Das ist das Fragezeichen oben rechts. Das da. Benutze W und S, um vorwärts und rückwärts zu fliegen. Jo, klappt sogar. Deine Korrekturdüsen bremsen dich automatisch, wenn du aufhörst, S zu drücken. S? Genau. Rückwärts fliegen zu drücken wird dein Schiff nicht stärker bremsen lassen. Nicht? Also ich finde schon. Ja, nee, okay. Achso, jetzt muss ich ja da wieder...
hier wieder. Für eine Hardcore-Vollbremsung musst du dein Schiff umdrehen und in die entgegengesetzte Flugrichtung beschleunigen oder sogar boosten. Das ist vor allem für größere Schiffe mit höheren Massen wichtig. Das funktioniert bei dem nicht. Okay, weiter. Das ist deine Geschwindigkeitsanzeige. Der erste Balken ist deine aktuelle Geschwindigkeit. Der zweite Balken ist die eingestellte Geschwindigkeit, die dein Schiff versucht zu fliegen. Was? Also das untere ist das, was sie versucht zu fliegen und... Okay. Blau bedeutet, du fliegst in die Richtung, in die dein Schiff zeigt. Orange bedeutet, du fliegst in die andere Richtung. Also vorwärts, rückwärts. Benutze A und D, um nach links und rechts zu fliegen. Ja. Ja, benutze die mittlere Maustaste, um den Asteroiden auszuwählen, indem du auf ihn klickst. Fliege zum ausgewählten Asteroiden. Tipp Halte Space, um zu boosten. Ja, wie weit denn? Also wie nah denn, besser gesagt. Oh, Scheiße. Alter. Benutze deine Bergbaulaser, um den Asteroiden abzubauen. Ziele mit der Maus und drücke linke Maus, um zu schießen. Dein Zielkreis werden grün, sobald das Objekt in Reichweite ist. Ach so, okay. Cool, also das Spiel gefällt mir. Sag mal, schießt hier jemand auf mich? Das ist aber cool, das Spiel. Also im Multiplayer wäre sicher cool, so mit da einem Kollegen oder so zusammen. Also mir macht es schon richtig Spaß. Also. Doch, hat wirklich Suchtpotenzial. So, wir nehmen übrigens jetzt hier Eisen ein. Ressourcen sammelst du automatisch, indem du nah an sie heranfliegst. Gesammelte Ressourcen siehst du am oberen linken Bildschirmrand. Ja, ist okay, Mensch. Alle Spieler starten mit einem Bergbaudrohne, mit der sie Ressourcen sammeln können. Selbst in dem bedauernswerten Fall, dass du vollkommen ausgelöscht wirst, wirst du trotzdem immer deine Drohne haben, um neu anzufangen. Cool. Klicke, um ein neues Schiff zu gründen. Oha. Schiff gründen.
Schiff gründen, 500 Eisen. Gib einen Namen für dein neues Schiff ein. Elorino. Elorino. Egal. Und jetzt klicke Baumodus zu betreten. Zack. Willkommen im Baumodus. Oh. Hier kannst du dein Schiff bauen, bearbeiten, bewaffnen und erweitern. Halte rechte Maustaste und bewege die Maus, um dich umzusehen. Komischer Block. Das ist die Übersicht über alle Schiffseigenschaften. Gelbe Werte sind ungünstig. Das ist ungünstig. Rote Werte sind schlecht und können Probleme verursachen. Ah, okay. Das sind deine Werkzeuge, um dein Schiff zu bauen. Hier kannst du Blöcke spiegeln, färben, am Gitter ausrichten, verschmelzen und löschen. Okay. Also richtig komplex das Spiel. Und jetzt mit diesem Knopf kannst du das komplette Baumenü öffnen. Das ist der normale Schiffblock, durchschnittlicher Preis und Lebenspunkte, kein besonderer Fähigkeiten. Okay. Also mir gefällt das Spiel echt. Macht schon Laune, nur mal das Tutorial auch. Das ist der Treibwerksblock. Triebwerksblock. Triebwerke verbessern die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Wenn du ein Triebwerk baust, dreht die Kamera, damit du weißt, in welche Richtung es zeigt. Das sind Quartiere für die Besatzung. Jedes Schiff braucht eine Besatzung und eine Besatzung braucht Quartiere zum Leben. Je mehr Quartiere du hast, umso mehr Besatzungsmitglieder können auf deinem Schiff arbeiten. Irgendwie einleuchten, ne? Das sind Korrekturdüsen. Korrekturdüsen erhöhen die Drehgeschwindigkeit des Schiffs, abhängig von ihrer Position. Außerdem bremsen sie dein Schiff und steuern es in die richtige Richtung, in die es zeigt. Okay. Wenn du die Größe deines Blocks verändern... Was? Du kannst die Größe deines Blocks verändern. Halte A, S, D oder W, bewege die Maus, um den Block in verschiedene Richtungen zu skalieren. Scheiße. Okay. Okay, cool. Okay. Gewöhnungsbedürftig, aber ist okay. So, jetzt ist er gleich groß wie der andere. Du kannst Blöcke und Geschütze löschen, indem sie mit dem mittleren Mausrad auswählst und dann Delete drückst. Also jetzt habe ich hier gesetzt, kannst du auswählen mit der mittleren Maustaste und Delete. Und weg ist er. Benutze 3 Triebwerke, Korrektdüsen und Hüllenblöcke, um dein Schiff zu bauen. Bau Korrekturdüsen so, dass dein Schiff bremsen und sich drehen kann. Baue Triebwerke so, dass es vorwärts fliegen kann. Okay. Gleich groß machen wie der vordere Block. Und Korrekturdüsen. Dein Schiff ist bereit. Sobald du mit Bauen fertig bist, beende den Baumodus. Drücke B oder Escape und...
Ähm... Wie kann man denn Blöcke bitte schön drehen? Das hat man mir noch nicht gesagt. Na gut, machen wir das so. So. Was brauchen wir noch? Eisenquartiere brauchen wir noch. So. Und so. Also wenn einer von euch weiß, wie man Dings bauen kann, also die Dinger drehen kann, sagt's mir. So. Ja, das würde mich jetzt echt wundern, wie man das jetzt drehen kann. Das hat er nämlich nicht gesagt, das liebe Tutorial. Ach, mit R. Rotierung. R gleich Rotierung. So. Sieht komisch aus, ist sicher auch komisch. Schub und na ja, das passt alles. So, mit B. Das ist auch okay. Ich finde, das liegt nicht schlecht. Du kannst jederzeit in deine Drohne zurückwechseln, etwa wenn dein Schiff beschädigt ist und du Ressourcen für die Reparatur sammeln musst. Okay. Um zurück in deine Drohne zu wechseln, drücke T, während
kein Ziel ausgewählt ist. Oder drücke einfach den Drohnenknopf am oberen rechten Bildschirmrand. Oberen rechten Bildschirmrand. Fehler melden, Tutorial, Baumodus, E-Mails, Galaktik, Schiffsmenü, Spielermenü. In Drohne aussteigen, Berechtigungen, Versicherungen. Mein Gott, was man hier alles machen kann. Ach, das ist die Drohne. Mann, habe ich klein gebaut. Groß gebaut. So, okay. Ja, deine Drohne kann Ressourcen sammeln oder wie ein großes Schiff Schieberraumsprünge durchführen. Benutze sie, um zu erkunden oder Ressourcen zu sammeln, wenn dein Hauptschiff zu stark beschädigt ist. Kehre jetzt in dein Schiff zurück. Fliege nahe an es heran, wähle es aus. Bauen, Befehl, Berechtigung, betreten, versichern. Cool. T. Aber die Drohne, die bleibt. Nachdem das Schiff eine etwas andere Form hat, kann es sein, dass du deine Kamera neu justieren musst. Halte linke Alt-Taste, Alt und bewege die Maus nach oben, unten, links oder rechts, um die Kamera anzupassen. Jupp. Du kannst die Kamera auch in der Ursprungsposition zurücksetzen. Halte linke Alt gedrückt und bewege nicht die Maus, um die Kamera zurückzuziehen. Okay. Justiere deine Kamera, bis du zufrieden mit der Perspektive bist. Zoom auch ruhig ein wenig, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Passt, aber wieso ist jetzt meine Drohne hier nicht dabei? Dein Schiff braucht eine Besatzung. Du kannst Besatzungen an fast jeder Station anheuern. Fliege zum hervorgehobenen Dock an der Station. Dein Schiff ist langsam, weil du nicht genug Ingenieure hast und es nicht voll Geschwindigkeit fliegen kann. Deswegen heuern wir jetzt eine Besatzung an. Die Kamera ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Ganze, muss ich sagen. So, Ressourcendepot. Guten Tag, Sie sprechen gerade mit dem automatischen Antwortsystem von Ressourcendepot. Erl Kwon, wie können wir Ihnen behilflich sein? Echt cool gemacht. Heuern eure 2 Standardbesetzungsmitglieder an, die jede Position besetzen können. Das kann ich hier mit dem Regler tun. So, annehmen. Sieht gut aus. Schließe das Fenster, um weiterzumachen. So, jetzt öffne das Schiffsmenü, um deine Besatzung zuzuweisen. Taste P und öffne das Besatzungstab. Crew. In diesem Menü kannst du eine Besatzung einsehen und sie verschiedene Positionen zuweisen. Einige Teile des Schiffs funktionieren nur, wenn es Besatzungen gibt, die sich um sie kümmern. Wenn du dein Schiff erweiterst, wirst du mehr unterschiedliche Besatzungen brauchen. Einige fortgeschrittene Besatzungsmitglieder können nicht zugewiesen werden. Sie müssen an Stationen angeheuert werden. Okay. Weise ein Ingenieur mehr zu. Ingenieur. Zugewiesen, weise ein Mechaniker zu.
Zugewiesen. Sieht so aus, als könnten wir loslegen. Schließe das Fenster, sobald du bereit bist. Wow, echt komplex dieses Spiel, muss ich sagen. Aber mir gefällt's. Okay, dein Schiff ist bereit, die Galaxie zu erkunden. Sobald du auch bereit bist, klicke auf Weiter, wir werden anfangen, in andere Sektoren zu fliegen. Okay. Öffne die Galaxiekarte. Das wäre M. Das ist die Galaxiekarte. Hier siehst du deine Position, Fraktionsgebiete und wo man interessante Dinge finden kann. Jedes Kästchen in diesem Gitter ist ein Sektor, den du besuchen kannst. Also jedes Kästchen, also das und das ist, glaube ich, 1000 mal 1000. 1000 auf 1000, so ein Quadrat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Riesengroß auf jeden Fall die Map. Ne, also zack, zack. Und wir sind nur in einem kleinen Viertel drin, also richtig riesengroß. Wow. Also echt Hut ab an die Entwickler. Ungefähr 17 Euro kostet es bei Steam. Es lohnt sich also diese Investition. Sektoren mit grün blinkenden Punkten sind Sektoren, aus denen du Energiesignaturen empfängst. Diese Sektoren sind es wert, sich zu besuchen. Der blaue Kreis um deine Position ist die Reichweite deines Hyperraumantriebes. Du kannst nur in Sektoren innerhalb dieser Reichweite springen. Die Farbe der Sektoren zeigen die Beziehung zwischen dir und der dortigen Fraktion. Grün sind gute Beziehungen, blau ist neutral und rot sind schlechte Beziehungen. Sobald du einen Sektor mit etwas Interessantem besucht hast, wird er automatisch auf der Karte markiert. Okay. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Sektor in Reichweite und gib seine Koordinaten in den NAV-Computer ein. Das wird die Berechnung der Hyperraumsprungroute starten. Sobald diese Berechnungen abgeschlossen sind, kannst du in den neuen Sektor springen. Ich würde ja gern hier hingehen. Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Also mit rechter Maustaste kannst du sagen Koordinaten in... Kann ich das auch? So, Escape drücken, um die Karte zu schließen. Warte, bis der NAV-Computer seine Berechnung abgeschlossen hat. Okay. Er hat mich ertappt. So. Der NAV-Computer berechnet die Sprungroute. Bitte warten. Drehe dein Schiff so, dass es in Reichweite ist. Sprungroute berechnet. Der NAV-Computer berechnet. Sprungroute berechnet. Drücke Space, um in den anderen Sektor zu springen. Okay, Space gedrückt. Schwupps. Wenn du Probleme mit Drift hast, versuch dein Schiff aus einem leichteren Material zu bauen, wie Titanium oder Trinium. Leertaste drücken, um fortzufahren. Und hier sind wir. Sehr gut, du bist erfolgreich in einen anderen Sektor gesprungen. Und schon voll im Krieg. Lass mich in Ruhe. Das ist die Energie deines Hyperraumantriebes. Nach einem Sprung ist sie leer. Du musst warten, bis sie sich wieder aufgeladen hat, bevor du wieder springen kannst. Ich habe keine Waffen, das ist unfair. Das ist der Energieverbrauch deines Schiffes. Mann. Werde ich sauer.
Das ist die Energie deines Schiffes. Mein Gott, geht's? Manche Blöcke auf dem Schiff erzeugen Energie während Energie. P 1, 2, 2. Ach, ich habe keine Geschütztürme besetzt, Mensch. Wenn sie eher voll... ich kann das Ding nicht lesen, Mensch. Ich kann nicht lesen und gleichzeitig abhauen. Energieverbrauch, um zu funktionieren. Manche Blöcke auf dem Schiff erzeugen Energie, während Energiewaffen, Schild, Triebwerke und ähnliches Energie verbraucht, um zu funktionieren. Wenn diese Leiste eher leer ist, dann produziert dein Schiff mehr Energie, als es braucht. Das ist gut. Wenn er voll ist, dann verbraucht das Schiff so viel Energie, wie es produziert, oder mehr. Das ist eher ungünstig. Das ist die Energie deines Schiffes. Überschüssige Energie wird in deiner Batterie gespeichert und wieder verbraucht, wenn die Energieproduktion nicht ausreicht. Sobald keine Energie mehr in der Batterie zur Verfügung steht, werden die Systeme deines Schiffes anfangen zu versagen. Jetzt kehren wir zurück in den vorherigen Sektor. Benutze diese Galaxiekarte im Koordinator des Sektors in der Navigation. Und ich fliege hier gar ein, um in den Sektor zu springen. Der Sektor wurde auf der Karte markiert. Irgendwie kann ich nirgendwo mehr hinspringen. Alter, wo bin ich denn da hingelandet, Mensch? Pam! Tot! Das ist ja heftig, Mann! Student! Herzlichen Glückwunsch, du hast das Basis-Tutorial abgeschlossen. Fortgeschrittene Tutorial kannst du im Tutorial-Fenster auswählen. Grüße auch auf Abenteuersuche. Ja, klar. Klar! Großartig! Wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Wenn du etwas wissen willst, frag mich. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Natürlich! Je näher du ans Zentrum der Galaxie kommst, desto bessere Materialien findest du für den Schiffsbau. Mit denen kannst du dir Energiegeneratoren bauen oder Teile, mit denen du dein Schiff schützen kannst, wie Integritätsblöcke oder sogar Schildgeneratoren. Zuallererst solltest du etwas Titan suchen. Eisen ist für den Anfang ausreichend, aber Titan wiegt weniger und du kannst daraus bessere Teile bauen. Und pass auf, wenn du im Niemandsraum herumfliegst, ich habe gehört, es gibt dort einen Piratenführer, der jeden Terroristen, der sich zu weit von dem zivilisierten Sektor entfernt, Lass uns über etwas anderes sprechen. Wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Wenn du etwas wissen willst, frag einfach. Was ist hier los? Vor 200 Jahren gab es eine verheerende Katastrophe, die fast unsere gesamte Galaxie zerrissen hat. Jeder nennt sie nur das Ereignis. Was ist passiert? Man weiß es nicht sicher. Der Legende nach ist das Hyperraumflechten in der Mitte des Galaxie zerrissen. Und ein unpassierbarer Ring hat sich aufgetan.
Das heißt, unsere Schiffe kommen nicht mehr zur Mitte, die jetzt vom Rest der Galaxie abgeschnitten ist. Seit dem Ereignis ist es niemandem gelungen, in die Nähe des Zentrums zu gelangen. Aber das Schlimmste ist, dass das Ereignis überall verstreut Risse im Hyperraum erzeugt hat, die die Navigation erschwert. Und dann sind da noch die Xotans. Sprich weiter. Keiner weiß, wer sie sind und sie antworten nicht auf Rufe. Sie greifen an, wenn man ihnen zu nahe kommt. Sie sind seit dem Ereignis hier und manche behaupten, sie wurden davon erschaffen. Es hat aber auch sein Gutes. Zusammen mit dem Ereignis ist ein neues metallisches Element namens Avorion aufgetaucht. Und schon haben wir den Namen des Spiels. Es gab das Gerücht dass es im Zentrum unglaubliche Mengen davon gibt. Anscheinend ist es das perfekte Element für den Schiffsbau. Es ist robust, leicht und seine Energieeigenschaften sind unglaublich. Bis jetzt hat niemand große Mengen davon gefunden, aber ich werde das ändern. Ich werde ins Zentrum der Galaxie fliegen, die Barriere überwinden und das ganze Avorion abbauen und reich werden. Ich wünsche dir viel Glück auf der Reise. Wie willst du die Barriere überwinden? Lass uns über etwas anderes. Ich bin mir noch nicht sicher, es muss einfach möglich sein, ich weiß es. Außerdem wäre es kein richtiger Abenteuer, wenn alles von Anfang an klar wäre, oder? Stimmt. Danke. Weißt du was? Hier. Nimm das, es ist ein Upgrade für dein Schiff, damit kannst du nach verstärkten Sektoren scannen. Um es zu verwenden, musst du es in deinem Schiffsmenü einbauen. Oder du kannst Upgrades nur in richtigen Schiffen einbauen, nicht in Drohnen oder Jäger. Die grünen Echo-Impulse auf der Galaxiekarte sind Sektoren, in denen du etwas Interessantes finden kannst. Es gibt aber auch viele Dinge, die dein Radar nicht registriert. Mit diesem Upgrade kannst du nach diesen versteckten Geheimnissen suchen. Sie werden auf der Karte dann als gelbe Punkte angezeigt. Danke. Wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Kannst du mir, was machst du hier? Was machst du so? Ich bin auf der Jagd nach einem neuen Element namens Avorion. Nach dem Ereignis vor 200 Jahren ist es einfach aufgetaucht. Es gibt das Gerücht dass es im Zentrum unglaubliche Mengen davon gibt. Anscheinend ist es das perfekte Element für den Schiffsbau. Es ist robust, leicht und seine Energieeigenschaften sind unglaublich. Bis jetzt hat niemand große Mengen davon gefunden, aber ich werde das ändern. Ich werde ins Zentrum der Galaxie fliegen. Danke. Weißt du was? Hier. Was? Nimm das. Das ist ein Abgabe. Habe ich ja schon. Du wiederholst dich. Ja. 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 Du wiederholst dich. So. Und auf Wiedersehen. Ich bin noch eine Weile in der Gegend, falls du reden willst. Und selbst wenn nicht, ich bin mir sicher, wir werden uns in Zukunft noch einmal begegnen. Also das ist auch ein kleines RPG-Spiel. Creed. Grüße auch auf Abenteuer. Klar, ich bleib viel. Oh, schon okay, schon in Ordnung. Ich bin eine Weile in der. Ja. Und selbst wenn bla 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 bla. Kleines unbekanntes Schiff. Naja. Asteroid. Wir gehen erstmal hier Bergbau betreiben. Wenn ich diesen Asteroiden überhaupt abbauen kann. Wir haben ja dann noch einen Boost, ne? Wie viel Boost haben wir denn?
Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich abbaue. Du kannst das Tutorial jederzeit hier neu starten. Ja. Du kannst Ressourcen an einem Ressourcendepot für Geld kaufen oder verkaufen. Okay. So, wir sammeln wieder Eisen ein. So. So. Jo, also mir gefällt das Spiel. Richtig komplex und was man alles so bauen kann oder machen kann, besser gesagt, das ist ja abartig. Ich habe nur Abbau. So. Ach ja, komm, weg. Du hast eine neue Auszahlung des Schadensersatzes. Sehr geehrter, wir haben von der Zerstörung Ihres Schiffes Elorino erfahren. Sehr bedauerlich. Da Sie bei uns versichert sind, zahlen wir Ihnen hiermit den Schadenersatz aus. Der Vertrag für Ihr Schiff Elorino ist hiermit erfüllt. Wir hoffen, dass dass uns auch in Zukunft als Kunde erhalten bleiben. Intergalaktische Schiffsversicherung. Und das ist ja wahnsinnig geil. Das ist ja wahnsinnig cool. Was die Entwickler hier sich einfallen gelassen haben. Das ist ja Wahnsinn. Mir gefällt's, echt, liebe Freunde, mir gefällt's. So, hier ist noch irgendwas. Irgendein Asteroid mit einem Säckchen. Ich glaube, diesen Asteroiden kann ich beanspruchen. Aber erstmal baue ich dies hier ab.
Das ist Titan. Und meine Abbaulaser können Eisen und Titan abbauen, aber Naonit nicht. Da muss ich die Dinger erst updaten. Boah. So. Bauen wir erstmal hier Titanium ab. So, come on. Dauert halt ein bisschen lange, aber ich finde das Spiel echt cool. Also Suchtfaktor definitiv. Definitiv hat das Spiel einen Suchtfaktor. So. Ach, das war ja gar nicht... Ich dachte, der Asteroid würde zum Verkauf dastehen. Mobiles Merchant. Hallo, Sie interagieren mit diesem automatischen Interaktionsbeantwortungssystem von Mobile Merchants. Age. Bitte geben Sie die Natur Ihrer Anfrage an. Güter kaufen, verkaufen. An Station verkaufen. Was haben wir denn? Fisch? Von wo kriegt man den Fisch? Gute Frage, nächste Frage. Du kannst Ressourcen in einem Ressourcendepot für Geld kaufen oder verkaufen. Ja, danke. Ach so, Ressourcen, ne? Das sind ja Ressourcen, was wir haben. So, es sind ja nur 38 Kilometer. Ich habe sowieso mit Kilometern irgendwie. So. Irgendwie kommt mir das so vor, als würde das Ding wegfliegen von mir. Beziehung bewundert. Hülle 200%. Entfernung.
Achso, hier kann ich, sagen wir mal, 5000 verkaufen. Du musst nur handeln an der... Bleibt mir also nichts anderes übrig, als wirklich zu der Station zu fahren. So. Ja, nimmt er mal weiter ab. So, wo kann man sich denn da andocken? So, da kann man sich andocken. So. Docken habe ich jetzt angedockt. Hä? Ach so, das ist... Ach so. Ach shit. Da habe ich alles selber verkauft. Doof Mann. Naja, auch nicht schlecht. So. Ui. So, wo fliegen wir denn hin? Nein, dieser Sektor ist nicht außer Reichweite. Ach ja. Sprung berechnet. Und tschüss. Bergbaulaser können nur Materialien von ähnlichen oder niedrigen Level abbauen. Wo bin ich denn hier, Mensch? Ja, ist ja gar nichts.
Schwupps, einfach mal drauf gezielt und dann schwupps, bist du weg. Schiff mit Handelssystemen können mit Fabriken und anderen kommunizieren und alle Preise im Sektor oder sogar ganze Handelsrouten anzeigen. WSW-Tor nach Milestone. Computer Mainframe Fabrik. So. Wir bauen hier mal das Eisen ab. Ja, Eisen. So. Du kannst Ressourcen entweder an einen Ressourcendepot verkaufen oder sie für den Schiffbau brauchen. Ja, nee, ist klar. So. So. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie lange dass ich jetzt noch dran bin. Asteroid. Wow. Oh. So. Hallo, dieser Vater Alex, was brauchen Sie? Gibt es ein ganzes Fach? Hier kannst du Schiffe kapern. Kannst du wirklich Schiffe kapern? Das ist ja schlimm. So. Dieser Asteroid war einmal. So, aber warum das jetzt interessant war?
Du kannst die grobe Richtung deines Fieberrahmens in seinem Titel sehen. Die Richtung basiert auf Himmelsrichtungen. N Norden 50, also Südosten, WSW West Südwest. Nicht verstanden, aber ist okay. Was ist hier speziell? Handelsposten. Wegen einem Handelsposten musste ich jetzt hier hin. Jede Menge Eisen. Sammeln wir halt Eisen, bevor wir was anderes finden. Wie kann ich denn handeln? Hier kannst du Mail schreiben, das ist nicht auch noch cool. So. 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 So.
Da ist ein Kaufmann. Schiff Iziel, die Föderation von Iziel. Oh. So, fliegen wir mal wieder zurück. Warum auch immer. So. Boah, voll ein Fight hier. Voll der Krieg hier. Ich hau lieber mal ab. Ich will euch ja helfen, aber ich hau lieber mal ab. Weil ich gar keine Waffe habe wegen dem. Boah. Unglaublich. Mann, oh Mann. Also die Kriege, die sind echt hammergeil gemacht in dem Spiel. Ich bin froh, dass ich noch nicht musste fighten, weil... Genau. Ich hätte auch gar nichts zum Fighten. So. Na, da hast 14 Schiffe von der Allianz, das ist beruhigt. So. So, das noch einsammeln und da drüben haben wir noch was. Eisen. Alles okay. So. Große Platte, wo wir hier rausfressen. So. Phew.
So. Gut. Ich würde sagen, man baue mal... Was? Ach jo. Ja, klar, man muss ja erst hier Schiff gründen. Entorion. Bauen. So, Quartiere. Eisenstein. Frachtraum. So. Und eine Düse hier hinten hin. So. Das war schon mal gut. Geschützrotierende Eisensolar, Eisenlicht. So. Oh, wieso kann ich denn das jetzt nicht mehr so groß machen, wie ich es wollte? Mann, das stimmt doch nicht.
Wo haben wir denn? Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Ne. Blöcke durch den auswählen. Blöcke transferieren. Spiegel. Oh Mann. Wieso? Wie geht denn das mit den Spiegeln? So, jetzt habe ich es rausgefunden. Ja, das klingt doch nicht schlecht. So. Das Schiff unterstützt nicht noch mehr. Okay. Warum mehr Korrigierdüsen?
So. Sollte doch okay sein, oder? Findet ihr es? So, das sind... So. Wow, was für ein Koloss. Kann ich ja gar nicht, noch nicht machen. Weil mir das Personal einfach momentan noch fehlt. Piraten greifen den Sektor an. Tor. Das Problem ist, ich habe eine Waffe, aber ich kann sie noch nicht brauchen, weil ich kein Personal habe. Nein. Ja, Crew anhalten. Crew anheuern. So. P. Crew. Hä, ich habe doch jetzt Crew angeheuert, oder nicht? Du musst an die Station gedockt sein. Crew anheuern. Anheuern. Und Reparatur. So, P.
automatisch zuweisen das nächste Mal. Mann. Boah, der hat mir meine Geschütztürme weggeschossen. Oh Mann, oh, das Spiel ist ja extrem schwer, was die Kämpfe angehen. Maschinengeschütztürme, dreifach Maschinengeschütztürme. Machen wir das mal so. Kaufmann, du kannst hier kein Geschütztürme. So, Bergbau und oh, macht das Spaß. Mit dem Abbauwerk, der kannst du auch kaputt machen, ne? Lol. Aber ist nicht so effektiv.
Ah. ...14 Schiffe, das schaffe ich nicht. So. So, die Navigation wird ausgemacht. Route wurde gemacht und Sprung. Du kannst die gestohlenen markierten Güter bei Schmuggler rein waschen lassen. Okay. Tja, hier habe ich immer noch nichts. 9 Schiffe von, ein Schiff, 2 Schiffe von der... Oh, wir gehen auf die Jagd. So, Sprung. Türdüsen funktionieren am besten, wenn sie weit entfernt vom Schwerpunkt des Schiffs gebaut werden. Die wahren Geschichten. Wow, was habe ich jetzt? Radar-Upgrade, Quantum Heap Upgrade, Energie nach Schild konvertieren. So. Wie viele Crewmitglieder habe ich denn eigentlich? Okay. Wie kann ich die Infos so... Benötigte produzierte Energie. Oh, oh. Oh, oh, ich brauche so viel Energie. Ich muss hier unbedingt noch etwas dran bauen. Stein, Frachtraum.
Fensterlose Hülle, Triebwerke, Geschütze, die auf diesem Block gebaut werden, zeigen nur in eine Richtung und drehen sich nicht. Solarpanels. Kann ich das jetzt machen, dass ich boah, Alter. Hallo. Eine Besatzung ist wegen unzufriedener Leben gestorben. Ja, wieso kann ich jetzt mein Schiff nicht mehr drehen? Hä? Hallo. Ha. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Oh, ist doch das auch schon Scheiß, Mensch. Ich kann nirgendwo mehr hinfliegen. Weil ich einfach keine Energie mehr habe. Das ist das Problem. Ach, ist ja schön, wenn eine Unterstützung kommt.
So. Irgendwie schaffen wir das schon auch, dass wir das Schiff reparieren können. Aquamarine, was? Inventar, Flotte. Ich hoffe mal, dass so muss an die Station gedockt sein. Bin ich denn nicht? Noch nicht. So. Gut. Ähm. Du brauchst mehr Laserkompresse. Ach, das ist eine Waffenfabrik. So, darum. So. Ja, das bedeutet, dass da die Piraten sind. Da will ich eigentlich nicht unbedingt hin. Ich will eigentlich wieder zurück, damit ich mich reparieren kann. So, Sprung. Sagen wir Energie. Benötigte Energie, produzierte Energie. So, und so. Halber Sprung aktiviert. Der Nav-Computer ist bereit und Sprung. So. Ich versuche jetzt noch das Schiff zu reparieren. Aber das Spiel ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Ups.
Reparatur. So. Okay, ich habe alles noch wieder. Wir müssen zusammenhalten. So, gleich ist er hinüber. So, wie alle gern retten, das finde ich so geil. Das finde ich so geil, wie alle kommen retten oder helfen, wenn jemand angegriffen wird. So, man soll ja immer die Sachen zusammen sammeln, die die anderen verlieren. Nur so kann man sich verbessern.
So, geht das Ding einmal hin? Nicht wirklich, ja? Boah, die Explosionen sind einfach so genial. So, jetzt gehen wir mal reparieren nochmal und dann sage ich Tschüss, ciao, au revoir und bis zum nächsten Mal. So, um zu reparieren müssen wir näher als 1 Kilometer sein. So, reparieren. Angel ist nicht beschädigt. Oh, cool. Okay, liebe Freunde, an der Stelle sage ich Tschüss, ciao. Also ich finde das Spiel absolut genial. Wie man handeln kann, habe ich noch nicht rausgefunden. Oder doch? Nee, rausgefunden noch nicht. Berechtigungen. Berechtigung was? Naja, das ist das Drohnensymbol. Spielermenü. Inventar. Zeigen. Missionen. Du hast einen Notruf von einer unbekannten Quelle erhalten. Ihre letzte bekannte Position war 15. Stimmt, hier gibt es ja auch Quests. Und das war hier. Wir müssen hier hin. Oder sowas. Ja, wir haben schon einiges erreicht und es macht wirklich Laune, hier mitzumischen. Aber jetzt sage ich Tschüss, ciao. Die Galaxie ist voller wertvoller Objekte, die geheime, versteckte oder für Schiffswracks machen. Diese Wracks können sogar wieder. So, Einspieler. Streamworld, ach wunderbar. Mehrspieler online an. Spiel hosten. Dedizierter Server, online beitreten.
Server direkt per IP betreten. Avoria Testserver. Hast nur einen. Okay, also momentan kann man nur LAN oder Direktverbindungen machen, ohne. Das wäre so cool, wenn wir einen eigenen Server könnten machen. Ja, gut, liebe Freunde, das war's. 4 Stunden war ich jetzt streamen. Das nächste Mal wird am Montag sein, 13.02. von 14 Uhr 2 Stunden Rust. Dann 16 bis 18 Uhr Planet Coaster, 18. Ja, das wird noch eine Änderung geben. Um 18 Uhr werden wir Avorion spielen. Um 20 Uhr Conan Exile, um 22 Uhr Space Engineers. Das wird ein langer Tag. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Circa 10 Stunden werde ich da streamen. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalte. Auf jeden Fall. Seid gespannt. Es kleine Programmänderungen gibt. Creativerse fällt raus. Kommt dafür Avorion. Das Spiel gefällt mir so extremmaßen cool, dass wir das natürlich weiterhin Let's Playen, Let's Streamen, Livestreamen und weiß ich, was das noch alles soll. So, auf jeden Fall, ich sage jetzt Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Livestream bei Drantu.